Wenn ich euch heute Morgen fragen würde, was denkt ihr, was ist Gottes größter Wunsch für dich oder für euch? Ich weiß nicht, was ihr für eine Antwort geben würdet, aber ich denke, viele von uns hätten irgendeine. Und ich möchte es so sagen, Stefan Hörtig hat diese Serie ausgearbeitet und er schrieb so treffend, diese Predigt zeigt das ganze Warum des Exodus. Was war bisher geschehen? Vielleicht einen ganz kurzen Rückblick. Wir sind im 2. Buch Mose. Das ist auch das 2. Buch in der Bibel. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Nachkommen von Israel zu einer riesengroßen Familie angewachsen. Aus den 12 Söhnen von Israel war ein Volk von über 600.000 Männern herangewachsen. Und man schätzt, ungefähr 2,5 Millionen Leute waren in dieser Zeitspanne von 430 Jahren entstanden. Und wir müssen uns vielleicht noch mal kurz zurückversetzen in ihre Situation. Da gab es keinen Tempel, es gab keine Stiftshütte, es gab keine Sonntagsgottesdienste, es gab keine Sonntagsschule. Da war einfach nichts. 7 Tage die Woche, da war Arbeit und da war Familienzusammenleben. Und Gott hat ein riesiges Anliegen, aus diesem, Haufen von Menschen nun ein Volk zu schaffen, das nicht nur von ihm wusste, sondern das auch in seinen Wegen leben würde. Und nun lesen wir aus Exodus 19, wie Gott mit ihnen unterwegs war und wie er ihnen eigentlich 2 ganz wichtige Dinge mitteilte, was sein Plan war für sie damals. Und wir werden feststellen, ist auch Gottes Plan für uns. Etwa 2 Monate, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, heißt es hier, erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. Sie hatten Rephidim verlassen, waren in die Wüste Sinai gekommen und schlugen dort am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu, richte den Nachkommen Jakobs, den Israeliten, Folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richte den Israeliten diese Worte auf. Ich glaube, dass wir in diesem Text einiges sehen, was Gott auf seinem Herzen trug, um aus diesem Haufen von Menschen ein Volk zu machen und was seine Pläne für sie waren. Und wenn wir den Text anschauen, dann möchte ich 2 Dinge herausnehmen heute Morgen. Das erste ist, Gottes Anliegen war, dass sein Volk es lernt, in seiner Gegenwart bei ihm zu leben. Und das zweite ist, dass sein Volk zu heiligen Priester oder Priesterinnen von ihm wird, um Gott und Menschen zu dienen. Und ich will es mal so sagen, Gottes Absicht ist eigentlich in diesen Versen drin und es ist so wie 2 Seiten von einer Münze. Beides gehört zusammen. Ich habe diese gekauft, 16 Franken auf Ricardo, ist übrigens vergoldet. Wusste ich gar nicht, ist eine der größten Münzen über die Schweiz. Vorne der Rütli-Schwur drauf, hinten Historia Helvetica. Aber ich dachte, es ist so, erinnert uns an den Bund, den eines Tages einige Männer schlossen für dieses Land. Und es erinnert uns daran, an diesen Bund, den Gott mit uns Menschen hat. Und wir wollen heute eigentlich diese 2 Seiten von Gottes großem Anliegen für uns Menschen anschauen. Ich möchte die erste Seite mit euch betrachten. Gottes höchster Wunsch ist es, dass wir in seiner Gegenwart, bei ihm leben sollen. Schaut, viele Menschen denken so anders über Gott. Manche Menschen sehen Gott irgendwo als desinteressiertes Wesen, das irgendwann eines Tages vielleicht im besten Fall dem Erdkreis einen Schubs gegeben hat und seither dreht sich die Erde, aber von Gott ist irgendwo nichts mehr zu sehen. Irgendwo so ein
ein apathischer Beobachter im besten Fall, der endlich mal was tun sollte. Und andere Menschen, wenn sie das Wort Gott hören, gehen gleich auf Abwehr und sagen, oh, lassen Sie mich in Ruhe mit Religion. Habt ihr auch schon erlebt? Man kann über alles sprechen, aber bitte nicht noch Gott, das wird kompliziert, das brauche ich nicht. Und wieder andere sehen Gott als einen, der den Menschen irgendwo ständig am Leben rumnörgelt und der gegen ihre Freude ist, der gegen das Vergnügen ist auf der ganzen Welt und sie in erster Linie auf Fehler hinweist. Und dann gibt es auch Christen, die haben sich von Gott distanziert, weil Gott ihre Erwartungen nicht erfüllt hat, weil Gott nicht das getan hat, was sie sich irgendwo erhofft hatten. Und es ist interessant, auch Israel, die brachten auch ihre Vorstellungen mit über Gott. Und sie sahen Gott in erster Linie als derjenige, der uns befreit und in ein Land bringt, wo Milch und Honig fließen, so nach dem Motto, Gott ist dazu da, uns ein besseres Leben zu geben. Gott ist dazu da, unsere tiefsten Bedürfnisse zu erfüllen, vor allem diejenigen Bedürfnisse, die wir haben, der große Lebensverbesserer. Aber es ist interessant, Gott sagt hier in unserem Text, ich habe euch hierher, und dann sagt er, zu mir gebracht. Zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Und es ist interessant, Gott sagt mit diesen Worten etwas ganz anderes. Er sagt, hör mal, ich bin nicht in erster Linie einfach dazu da, eure gefühlten Bedürfnisse zu befriedigen. Ich bin in erster Linie dazu da, dass ihr zu mir kommt, dass ihr in diese Gemeinschaft, in diese Beziehung zu mir findet. Es ist interessant, wir kennen in diesem Gebiet im Nahen Osten, kennen wir 8 Adlerarten. Und mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier bei diesem Adler um den König der Lüfte im Nahen Osten. Und das ist ein Geier, das ist der Gänsegeier. Er ist der König der Lüfte im Nahen Osten, hat ungefähr eine Spannweite bis zu 270, 280 Zentimeter und ist ein herausragender Segler. Und es ist interessant, er gehört wie die anderen Adlerarten zu denen, die sich ganz intensiv um ihren Nachwuchs kümmern. Im 5. Mose 32 wird uns nochmal von diesem Gott als Adler wird uns nochmal berichtet. Und es heißt dort von Gott, er fand sie in einem öden Land, in der weiten, einsamen Wüste. Und dann heißt es, er umgab sie und wachte über sie, er behütete sie wie seinen Augapfel, wie ein Adler, der seinen Jungen das Fliegen beibringt, über ihnen schwebt und sie auffängt, seine Schwingen ausbreitet und sie auf seinen Flügeln in die Höhe trägt, so führte der Herr sie, er allein. Es ist eigentlich ein wunderbares Bild über Gott und wie er mit seinem Volk umging. Er sagte, hey, ich habe euch gesehen in eurer Not. Und ich habe gehandelt. Ich habe mich liebevoll um euch gekümmert, wie um den Augapfel. Ist dir auch schon mal etwas ins Auge gegangen? Das ist etwas ganz, ganz Ekliges. Und das Erste, was wir tun normalerweise, wenn uns irgendetwas bedroht, wir schützen unsere Augen. Und er sagt, ich habe mich um euch behütet, wie meinen eigenen Augapfel. Und er sagt, ich war da, ich habe euch das Fliegen beibringen wollen. Und die Adler tun Folgendes, sie umgeben den Nachwuchs bei ihren ersten Flugversuchen. Im schlimmsten Fall tauchen sie unter sie, wenn sie taumeln und in Gefahr sind, abzustürzen, und tragen sie wieder hoch. Es ist ein wunderbares Bild, dass Gott sein Volk befähigen wollte, zu fliegen. Halleluja. Jetzt hätte ich fast gesagt, du bist kein Huhn, du bist ein Adler. Aber ich habe 4 Hühner zu Hause und ich muss aufpassen, dass ich sie nicht missrepräsentiere. Auf alle Fälle, Gott sagt, hey, so will ich euch führen. Und schaut, er sagt, ich wollte euch das Fliegen beibringen, damit ihr fliegen könnt, wie ich fliege. Und ich höre in diesen Worten doch nichts anderes drin, als dass Gott sagt, hey, ich wollte euch
doch mir ähnlich machen. Ich wollte, dass ihr ein bisschen Adler werdet, wie ich ein Adler bin. Ich möchte euch Fähigkeiten geben, die ich selbst besitze. Und es ist interessant, wenn wir die Bibel anschauen, vom Alten, vom Neuen Testament, dann geht es Gott immer wieder im Kern um diese enge Beziehung, Menschen bei sich zu haben, Menschen zu sich zu bringen. Ich denke an Henoch, der viele Jahrhunderte früher lebte. 1. Mose 5,22 heißt es, Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Dafür ist er morgens aufgestanden, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben. Nicht in erster Linie seinen Verpflichtungen nur nachzukommen, hat er auch getan, das wissen wir, weil er hat sich um seine Familie gekümmert. Aber er sagte, das ist mein höchstes Lebensziel, in enger Gemeinschaft mit Gott zu leben, Tag für Tag. Und die Bibel sagt uns an einer anderen Stelle, dass Gott an ihm Freude hatte. Du, wenn ich das lese, sage ich mir, das möchte ich auch, dass das Gott von mir sagt. Gott hatte Freude an ihm. Nicht wegen seinen riesigen Taten, nicht wegen irgendwelchen großen Dingen, die er vollbracht hat. Ist euch mal aufgefallen, wie viele Menschen sich über ihre Leistung definieren? Der habe ich das gemacht und dann bin ich für Gott dort unterwegs gewesen und dann habe ich das noch gemacht und das habe ich auch noch gegründet. Und manchmal denke ich, weißt du was? Das ist beeindruckend vielleicht für die Menschen. Aber weißt du was, Gott interessiert eigentlich die erste Seite der Münze, interessiert ihn nur, hast du eine Beziehung zu mir? Hast du eine Beziehung zu mir? Und wie sieht diese Beziehung aus? Und ich denke an Abraham. Jakobus 2,23 heißt es, Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar ein Freund von Gott genannt. Du liest nichts von seinen großen Taten. Du liest nur, er hat Gott vertraut. Er hat Gott geglaubt. Und die Bibel sagt, er wurde ein Freund Gottes genannt. Du, das möchte ich auch sein, ein Freund von Gott. Und das sind die großen Männer der Bibel. Oder ich denke an die Psalmen. Psalm 73, 28. Doch mir geht es gut, sagt der Psalmist, weil ich mich nahe an Gott halte. Willst du, dass es dir gut geht? Hier steht die Lösung. Nahe zu Gott, nahe bei Gott halten. Als Jesus seine Jünger berief, in einer meiner Lieblingsbibelverse, das ganze Pastorenteam kennt ihn, weil ich ihn mehrmals zitiere, Markus 3,14. Er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, damit er sie aussendete, das Evangelium zu predigen. Nein, steht so nicht, sondern er sagt zuerst, dass sie bei ihm sein sollten. Beziehung. Genau das Gleiche wie vor Hunderten von Jahren zu Israel. Ich brachte euch zu mir. Johannes 15,4. Jesus sagt es seinen Nachfolgern. Er sagt, das ist das Geheimnis für das Leben mit mir. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Liebe Freunde, wenn wir uns nach Gold im Leben ausstrecken, nach dem wahren Gold, das ist das Erste. Diese Beziehung zu Gott. Und ich weiß, nichts Spektakuläres. Aber weißt du, was mir auffällt? Es ist auch nicht so umkämpft wie diese Beziehung zu Gott. Nicht so umkämpft. In unserem Leben, in unseren Prioritäten. Ich kann nicht sagen, ich habe das so genossen, die letzten 4 Wochen. Stunden am Tag mit Gott einfach in Verbindung zu sein. In seiner Liebe zu leben. Stunden zu haben, mit ihm auszutauschen, mit ihm zu reden, ihn zu anbeten, still in seiner Gegenwart zu sein. Und ich merke, das muss man lernen. Das muss man lernen. Und wenn man das lernen will, dann muss man zu vielen Dingen im Leben Nein sagen. Damit man in diese, ich sage bewusst, nicht nur irgendeine Beziehung hat, sondern eine enge Beziehung zu ihm. Eine tiefe Beziehung zu ihm.
Und ich möchte uns zwei Hinweise aus Gottes Wort geben, wie wir dorthin kommen. Hebräer 11,6, wir haben es schon mal gelesen in diesem Jahr. Wer zu Gott kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Schau, du wirst nicht etwas tun regelmäßig, wenn du nicht die Überzeugung hast, dass es sich lohnt. Oder? Aber wenn du weißt, es lohnt sich, und ich kann euch eines sagen, und ich weiß, das wisst ihr alles schon. Aber es ist etwas, das sich lohnt. Es ist das Beste, was sich lohnt im Leben. Diese Beziehung zu suchen, zu wissen, wenn ich mich Gott nahe, wenn ich ihn suche im Gebet, wenn ich mich in Gedanken ausstrecke, im Alltag an ihn denke. Es ist das Allerbeste, das es gibt, weil er existiert und er das eben auch belohnt. Weißt du, was Gott sagt, wenn du ihn suchst, wenn du diese Gemeinschaft mit ihm an die erste Stelle in deinem Leben setzt? Du wirst in deinem Leben davon profitieren wie durch nichts anderes. Und ich sage dir, strecke dich nicht nach Silber und nach Bronze aus, sondern strecke dich nach Gold aus. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben. Aufrichtig, das bedeutet, hey, ich würde es in der heutigen Zeit sagen, unabgelenkt Zeit zu investieren. Unabgelenkt Zeit zu investieren. Ich glaube, das meinte Jesus mit seinem Wort, als er sagte, wenn du beten willst, geh in dein Kämmerlein und schließe dich ein. Er sagte, du musst dir Orte schaffen, wo du nicht abgelenkt bist. Das Schlimmste ist im Gebet, das Handy neben sich zu haben, außer du liest vielleicht die Bibel. Da gibt es eine Stummschaltung und so. Aber wir leben in einer Zeit von dermaßen großen Ablenkungen. Hey, unaufrichtig, ungestört. Und das Zweite ist, Jakobus 4 sagt, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Und wenn ich die Art, wie ich hier Gottes Wort verstehe, in Jakobus 4,8, sind zwei Dinge. Erstens, wenn wir uns Gott nahen wollen, wir müssen ehrlich sein in Bezug auf unsere Sünden und müssen sie Gott bekennen und müssen, die Kompromisse in unserem Leben, wir dürfen sie nicht dulden, sondern Gott sucht eine ganze Hingabe in unserem Leben. Und wenn du weißt, irgendwo ist Sünde da, dann heißt das nicht, du darfst nicht zu Gott kommen, sondern dann eben musst du gerade zu ihm kommen, weil du seine Vergebung und Gnade brauchst. Verstehst du? Und dann ist der Weg wieder offen. Dann gehen die Himmelstüren auf. War es Bach, der das Lied gemacht hat? Open the gates. Ich weiß es nicht mehr genau. Dann gehen die Türen auf. Und reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Ich meine, ich kann nicht jetzt grundsätzlich, dass wir dort und da Zweifel haben. Aber der Zweifel daran, dass Gott eben das nicht belohnen würde. Der Zweifel, dass wir Gott eben nicht begegnen könnten. Der Zweifel, dass es sich eben nicht lohnt, Gott zu begegnen. Davon müssen wir gereinigt werden. Und liebe Freunde, was heißt es? Dann wird Gott euch entgegenkommen. Dann wird Gott euch entgegenkommen. Und ich kann nur sagen, das ist das Schönste, Beglückendste und Erfüllendste, das es überhaupt gibt. Als da in Mallorca, bei dieser kleinen Gemeinde in Alsudia im Norden der Insel war, da waren nur ungefähr 20 Leute dort in dem Gottesdienst. Aber der Hunger der Gemeinde nach Gott, der war so stark. 3 Stunden. Und ich schaute auf die Uhr und dachte, kann doch nicht sein. Meine Uhr irgendwie vorgegangen. Aber dieser Hunger nach Gott, und ich meine nicht, der Gottesdienst muss lang gehen, aber der Hunger nach ihm muss da sein. Und den möchte Gott in uns wecken und dass wir durch den Tag hindurch einfach mit ihm verbunden sein können, dass wir ihn mitnehmen. Ich habe gemerkt, ich muss auch in meinem eigenen Leben, ich habe auch viele Ideen, was man machen könnte, und Gott musste mich auch lehren, Matthias, lerne, wenn du irgendwo anstehst, lerne mich zu fragen. Sei nicht zu stolz zu sagen, Gott, ich brauche deine Antwort, ich weiß es nicht.
in Problemen nicht selbst zu wursteln, sondern zu sagen, Gott, ich weiß es nicht. Tut den Männern gerade besonders gut. Weiß es nicht, liebe Männer. Das ist das beste Gebet manchmal. Aber dann kommt Gott mit seiner Gnade und Weisheit. Und die Beziehung berührt uns. In der Beziehung offenbart Gott sich, redet er. Wie sehr sehnt sich Gott danach, dass Menschen es lernen, dass Menschen ihm vertrauen, diese Gegenwart von ihm zu suchen und in ungeteilter Gemeinschaft mit Gott durch den Tag hindurch zu leben. Nicht sonntags im Gottesdienst, das natürlich auch, aber die anderen 6 Tage die Woche. Das ist sein Wunsch. Aber Gott sagt, das ist nicht das Einzige, sondern er sagt, ich will etwas aus euch machen. Und das ist die zweite Seite der Medaille. Gottes Absicht ist es, dass wir seine Priester und Priesterinnen sind oder werden. Ist schon interessant. Gott hat damals dieses Priestertum eingesetzt. Und das waren nur Männer. Aber es ist interessant, im Neuen Testament siehst du, dass jeder, der zu Gott gehört, egal ob Mann oder Frau, Priester, Priesterin vor Gott genannt wird. Schaut, Gottes Absicht war schon damals, dass Israel einen ganz, ganz starken Veränderungsprozess erleben würde. Er sagt, ich möchte euch zu dem machen. Und etwas zu jemandem oder aus jemandem etwas machen, das bedeutet ein Prozess. Und es ist interessant, wie schwer hat sich Israel mit diesem Veränderungsprozess getan. Priester und Priesterinnen zu sein, die der Welt die Güte Gottes verkünden würden. Übrigens, bis zum heutigen Tag tut Israel sich schwer. Und wie oft haben sie Gott in diesem Veränderungsprozess enttäuscht? Durch Ungehorsam, durch Egoismus, was die einst gemurrt haben. Ich bin in meinem Sabbatical, den Exodus, gleich nochmal durchgelesen. Und ist schon interessant. Da kommen sie durchs Rote Meer. Tack! Wow! 10 Wunder hinter uns. Gott hat das Meer geteilt. Miriam und alle drum und dran. Ein riesen Worship-Gottesdienst. Hey, ein paar wenige Tage später kein Wasser und alle sagen, ja, dann sterben wir in der Wüste. Wir wollen zurück nach Ägypten. Und Gott bringt Wasser. Ein paar Tage später nichts mehr zu essen. Und schon wieder im Murren. Und wisst ihr, was Gott tat? Er sagte, ich möchte euch lehren, zu mir zu kommen und zu Priestern zu werden. Hätte Gott sie verdursten oder verhungern lassen? Nein, natürlich nicht. Aber schaut einmal, das heißt, Gott prüfte sie. Und warum? Um ihnen zu zeigen, was in ihren Herzen war. Und liebe Freunde, wir selbst gehen durch einen ganz, ganz starken Veränderungsprozess. Und manchmal, ich glaube, manchmal unterschätzen wir die Veränderung, die Gott in unserem Leben bewirken muss, so wie Israel die Veränderung unterschätzt hat, die Gott mit ihnen durchgehen musste. Und weißt du, dann stehst du vielleicht in deinem Leben an Fragen, an Problemen, an Situationen und du merkst nicht, dass Gott dahinter ist und sagt, wir sind in der Schule. Wir sind in der Schule. Ich bin daran, dich zu lehren, an Vertrauen, bei mir zu bleiben. Einfach zu sagen, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich weiß, Gott ist ein guter Gott. Zu einem Priester und Priesterin zu werden, ist gar nicht so einfach. Und darum sagt auch Petrus nachher zu den Christen, er sagt, kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein. Lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Eine Predigt in sich, der ganze Text. Aber vielleicht 2, 3 Dinge. Gott sagt auch im Neuen Testament, er sagt über jedem Gläubigen, ich will euch zu heiligen Priester und Priesterinnen machen.
Ihr sollt das sein. Aber er sagt Folgendes, da gehören ein paar Dinge dazu. Das erste ist, ihr müsst euch einbauen lassen in den Tempel Gottes. Meine Kinder haben irgendwo in irgendeinem Popsong etwas aufgeschnappt, das, ich weiß auch nicht, in so ein Jargon heißt, was nicht passt, wird passend gemacht. Tönt nicht so gut. Aber weißt du, Gott muss uns auch passend machen. Warum? Dass wir eine Familie werden. Da musst du lernen zu lieben, zu vergeben, tolerant zu sein. Du musst lernen, anderen Gutes zu tun. Eingebaut zu werden in die Gemeinde. Weißt du, die Bibel sagt, es gibt keinen fremden Priester, sondern es gibt nur Priester, die sich einbauen lassen in den Tempel Gottes. Das spricht schon von Connection und Familie. Und dann heißt es sollen heilige Priester sein. Das heißt, dass es Menschen sind, die das Kreuz vor Augen bewahren und sagen, ich weiß, warum Jesus gestorben ist für meine Schuld. Und ich brauche diese Vergebung von ihm immer wieder. Und er sagt, nur so werden wir eben Opfer bringen, die er, weil wir in der Gemeinschaft mit Christus sind, eben auch annehmen kann. Weißt du, eines Tages wird Gott uns nicht fragen, wie viel hast du gemacht? Sondern er wird einmal fragen, was ist aus dieser Gemeinschaft mit Jesus entstanden? Das ist wieder die andere Seite der Medaille. Und ist es nicht auf der anderen Seite etwas Wunderbares, wenn Menschen Ja sagen zu diesem Veränderungsprozess? Ich kann euch sagen, Menschen zu erleben, die Ja dazu sagen, das ist so etwas Schönes und so ein Gewinn in jeder Gemeinde. Wenn du merkst, das sind Menschen, die pflegen ihre Beziehung, sie lieben Jesus. Und sie wissen, sie brauchen diese Seite der Medaille. Sie lassen sich jeden Tag neu rufen in diese Gemeinschaft mit Gott. Und auf der anderen Seite, dann merkst du aus dieser Gemeinschaft mit Jesus, da entsteht etwas. Die leben nicht nur für Jesus, sondern sie sagen, hey, ich habe erkannt, mit Jesus zu leben, das gibt mir so viel. Ich möchte davon anderen etwas mitgeben, es anderen teilen, etwas weitergeben. Schau, die Bibel sagt schon auch, dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt, dient einander in den Werken, die Gott vorbereitet hat. Aber weißt du, da ist immer gemeint, das kommt aus dieser Beziehung mit Jesus. Und ich kann nur sagen, es ist so etwas Schönes, wenn Menschen mit Jesus so leben und dann in ihre Kleingruppe gehen und erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Das ist einfach sensationell. Wenn Menschen in den Alltag hineingehen. Ich habe so genossen, mit Jesus zu sein, aber ich wusste, ich muss mit diesem Kite-Lehrer über Jesus sprechen. Und er hat es sehr direkt gemacht. Ich sagte, der Heilige Geist, leite mich. Weil eines weiß ich, Gott sagt, zu dienen als Priester müssen wir auf zwei Arten tun. In Liebe und mit dem Heiligen Geist. In Liebe und mit dem Heiligen Geist. Und ich habe wirklich eine Liebe für ihn gehabt und habe ihn gefragt, so, was machst du so, wie geht's dir so, ja. Und habe eine Freundin, wohne mit ihr zusammen, bla 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 bla. Sagte ich, okay und so, habe ich ihm von mir erzählt, habe gesagt, ich bin Christ, ich glaube an Jesus und habe meine Familie gesegnet. Und er sagt, ja, ich glaube auch an Jesus. Sagte, ja, super, cool. Aber er sagt, und ich spürte, ich muss ihm Vatergrad sagen. Ich sagte, sie leben mit ihrer Freundin zusammen, sind nicht verheiratet, sind Christ. Die Bibel nennt das Sünde. Dann sah er erst groß auf und ich sagte, hör mal, sie wünschen sich eine Nähe, eine Beziehung und eine Intimität. Das wünschen sie sich. Oder wünschst du dir, wann du... Aber weißt du, so ist es nur bedingt möglich, weil du nie weißt, wie lange hält das Commitment. Es gibt keine Verpflichtung. Es gibt kein definitives Ja zum anderen. Und darum, sagt Gott, braucht es die Ehe. Und dann nahm er meine Hand und sagte, danke vielmal.
das hat mir noch niemand gesagt. Aber das ist eigentlich ganz genau das, was ich mir wünsche. Eine Beziehung, wo ich vertrauen kann. Eine Beziehung, wo ich weiß, wir stehen zueinander. Und dann habe ich mit ihm gebetet und dann kam die Kraft Gottes, hat ihm seine Sünden vergeben und ich bin gespannt, was er tut damit. Aber Gott, wenn wir mit Gott leben, dann wünschen wir uns, dass andere Menschen die Güte Gottes erkennen. Da können sie sogar die Güte Gottes durch seine Gebote erkennen, die durch im ersten Moment vielleicht uns zuwiderstehen. Aber Menschen merken plötzlich, das sind Gottes gute Absichten dahinter. Und ich glaube, Jesus, er ruft uns heute Morgen, im 11 Uhr Gottesdienst werde ich es dann so sagen, go for gold. Go for gold. Gib dich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden. Und vielleicht bist du hier an diesem Morgen und du sagst, hey, was mir fehlt, das ist diese tiefe, innige Beziehung zu Jesus. Vielleicht hast du das mal gehabt, aber du hast es verloren. Die Bibel sagt, nahe dich zu ihm und er naht sich zu dir. Und du kannst heute Morgen, diese Beziehung und in diese Beziehung neu hineinkommen. In diese Beziehung, wo du im Alltag mit Jesus lebst. Er ist das Schönste und Beglückendste, das es gibt. Und vielleicht merkst du an diesem Tag, ich bin so reich durch Jesus beschenkt. Ich möchte ganz bewusst als Priester und Priesterin vor Gott lernen zu leben. Und ich möchte, dass an diesem Tag der Geist Gottes mich berührt und anfängt, mich neu zu leiten, damit ich Menschen die Güte von Jesus weitergeben kann. Sei es in meiner eigenen Familie, ein Priester zu sein. Ich spreche auch gerade Eltern an. Ihr seid nicht in erster Linie da, um Versorger für eure Kinder nur zu sein. Dass sie in die Schule gehen, in den Kindergarten gehen. Ihr seid da, um ein Priester Gottes zu sein, ihnen die Güte von Gott weiterzugeben. Und weißt du was? Gott will dich gebrauchen. Du bist der größte Evangelist in deiner eigenen Familie. Ist doch schön. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn Kinder Gott kennenlernen dürfen durch ihre Eltern. Vielleicht spürst du an diesem Tag einfach auch diese Berührung von Gott, wo du sagst, auch in anderen Bereichen des Lebens, ich möchte zu einem heiligen Priester, zu einer heiligen Priesterin werden. Und was du dazu wollen, dafür dürfen wir jetzt beten. Und Jesus, an diesem heutigen Vormittag beten wir ganz speziell für uns alle. Ich bete, Jesus, dass diejenigen, die diese enge Gemeinschaft mit dir verloren haben, dass du ihnen an diesem neuen Tag den Hunger und das Verlangen wächst, mit dir in Gemeinschaft zu sein und zu leben. Sich dir zu nahen, täglich zu nahen, mit dir im Alltag verbunden zu bleiben. Ich bete, Vater, dass du die Gemeinde so stark segnest, dass der Einfluss von uns als Gemeinde in diese Gesellschaft hinein, in diese Stadt, in unsere Quartiere, in unsere Familien hinein, dass der noch viel, viel, viel mehr zunehmen darf, damit Menschen die Güte von Jesus kennenlernen. Und wir werden in eine Zeit gehen der Anbetung und auch in eine Zeit des Gebets. Und ich habe heute Morgen so empfunden, dass wir diesem Impuls, dass Gott ein Gott, der heilt, dass wir dem noch einen Moment nachgehen. In der Bibel hat Jesus einmal einem Blinden gedient und hat etwas getan für ihn und er ist nicht geheilt worden. Er sagt jetzt, ich fange jetzt zwar etwas an zu sehen, aber es ist wie verschwommen. Und dann hat Jesus ihn nochmal berührt. Ich habe das in diesem Jahr so erlebt, im Gebet für einen Menschen. Im ersten Gebet ist nichts geschehen. Und dann sagten wir, komm, wir bleiben dran bei Gott, wir beten nochmals. Und ich glaube, dass Gott heute sagt, bete nochmal, bete nochmal.
Ich möchte unsere Mitarbeiter bitten, doch nach vorne zu kommen. Und wir wollen heute an diesem Morgen ganz gezielt auch Menschen, die einen Durchbruch in ihrer Gesundheit brauchen. Wir wollen heute Morgen beten für euch. Wir beten nochmals, weil wir wissen, Gott ist ein guter Gott und Jesus hat auch nochmals jemandem gedient. Und so wollen wir Gott einfach auch unser Vertrauen ausdrücken. Gott ist ein Gott der Durchbrüche. Und ich möchte dich einladen, wenn du diese Beziehung zu Jesus noch nicht hast, komm heute zu ihm. Komm zu Jesus. Kehre um zu Jesus. Er wird dir deine Sünden vergeben. Er wird dir neues Leben geben. Und du wirst anfangen, verändert zu werden durch die versöhnte Beziehung, durch die Nähe zu Gott. Er wird dein Leben verändern, nicht du. Er wird es verändern. Und so möchte ich einladen, stehen wir doch auf zusammen. Wenn du hier bist und du brauchst Gebet, du brauchst diesen Durchbruch für deine Gesundheit oder in einer Lebenssituation, komme doch jetzt, wenn das Anbetungsteam spielt. Lass für dich beten und erwarte Gottes Eingreifen. Jesus diente ihm nochmals und dann kam der Durchbruch. Amen.